Bei die Ochen von Babylon, da sitzen wir toll und gewohnen recht, wenn wir uns sehr Gott dingen. Tarpfen kriegen wir das Feiberoi, da unten Fluss, die Zwingherren gesund, gesingt ins Heuderliedl. Grüß euch und willkommen bei einer neuen Folge von What the Fuck ist Bayerisch. Heute geht es einmal um ein bisschen ein Spezialthema und zwar ein bisschen was Religiöses, Christliches. Aber ich habe mir gedacht, jetzt zur Weihnachtszeit passt es eh. Und zwar werden wir heute über die Bübi reden. Und zwar die Bübi auf Dialekt, also auf Bayerisch. Neben mir steht der Hell Sepp. Der hat in jahrelanger Arbeit in Eigenregie die Bübi, die gesamte Bübi, das Alte und das Neue Testament übersetzt auf Dialekt. Stimmt das so? Ja, wobei man sagen muss, Dialekt, es ist sollte eigentlich sowas sein wie so eine Art gesamtbayerische Schriftsprache. Wobei die aber mundartlich ausgesprochen wird, also auch nach Gegenden verschieden. Insofern doch wieder Dialekt. Also es ist praktisch so eine überregionale Schriftsprache und jede Dialektregion, die vom Bayerischen kommt, jede bayerische Region, die können dann die Leute das so lesen. Also ich kann es jetzt mehr tirolerisch lesen, ich kann es mehr wernerisch, Gangadar, münchnerisch. Ja, genau, das ist die Absicht. Also das muss ja ein Mordstrom Arbeit gewesen sein, das machen. Wie lange bist du da gesessen an dem ganzen Projekt? Wie man es nimmt, die reine Typarbeit waren so knappe 1,5 Jahre. Jetzt werden sich die Leute wahrscheinlich fragen, warum tut man sowas eigentlich? Warum tut man sich die Arbeit an? Warum die Bübi auf Dialekt übersetzen? Was war so da deine Motivation? Mehr oder weniger schon, da ich die bayerische Sprache fördern wollte. Also erhalten und auch, dass man sie eben weiterentwickelt. Ja, also ich würde vorschlagen, es ist schon ein wenig kalter heraus jetzt im Dezember. Es liegt zwar noch kein Schnee, da jetzt in Pfaffing in Oberbayern, wo wir gerade sind, aber da sagen, schauen wir rein und reden wir drin über die Details, die recht spannend sind. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Weinige gewonnen die Pagarda, mir jubeln sollen, singt's Lieder von ihm daheim. Was singt ein Lied von Trechtenn, da in Eland. Angefangen habe ich da schon vor, man kann man sagen, über 30 Jahren, in den 70er Jahren. Und ich habe mich eigentlich schon dafür interessiert, auch für Fremdsprachen nebenbei gesagt. Und dann wollte ich halt auch was fürs Bayerische tun. Da man halt die Mundart, die Sprache einfach fördert und halt. Ja, das war ein langer Weg. Am Anfang habe ich noch umeinander probiert mit lautgetreue Schreibungen, da man zum Beispiel jetzt die herkömmliche Mundartdichtung entsprechend zuverlässig darstellen kann. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, nein, da muss noch was anderes dazu. Und dann sagt man sich natürlich, bevor man jetzt vielleicht etwas übersetzt, wie, sagen wir mal, ein Asterix, das bringt nicht viel. Das muss dann schon was anderes sein. Und da bietet sich einfach in unserem Kulturkreis die Bübi an. Und wann bin ich konkret auf die bayerische Bübi gekommen? Da muss man ja auch so sagen, es gibt ja da zum Beispiel so Vereine. Da bin ich auch dabei zum Teil und sowas. Und dann habe ich vielleicht vor rund, sagen wir mal 20 Jahren daran gedacht, ob man da nicht vielleicht einmal so einen Arbeitskreis gründen kann und einmal Gleichgesinnte finden und da so eine Kommission gründen und da man dann irgendwie einmal sowas ausarbeitet. Und ich muss sagen, leider bin ich halt dann zu dem Ergebnis gekommen, da halt wahrscheinlich, ja, wenn man auf Bayerisch so sich sagt, da man da bis auf den Schustersund erwarten dürfen. Das heißt also Sankt Nimmerleinstag. Und dann habe ich ihm wohl oder übel selber angepackt. Zum einen, da man fürs Bayerische selber Wörter sammelt und sich überhaupt einmal Gedanken macht, wie man das überhaupt durchführen kann. Man sucht sich natürlich auch alte Bübi-Ausgaben,
die wo vielleicht am Bayerischen wenigstens nahe kommen. Da gibt es eben zum Beispiel aus der Zeit von Luther die von dem Pater Eck aus Ingolstadt. Und zum anderen, nachdem ich ja auch Fremdsprachen zumindest lesen kann, verschiedene, habe ich mir eben auch verschiedene Bibeln in anderen Sprachen besorgt. Und das war oft schon überraschend. Die sind oft doch recht verschieden übersetzt. Manche sehr wörtlich, manche sehr frei. Schon erstaunlich, da kann man schon manches rausholen. Also besonders interessiert hat mich zum Beispiel die Afrikaanse Bibel. Afrikaans, das ist ja im Grund Kap-Holländisch, ein vereinfachtes Holländisch. Und die haben oft sehr frei übersetzt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Dann gibt es noch eine friesische Bibel. Mit Friesisch tue ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen härter. Aber die hat wiederum sehr viele Fußnoten dabei. Das ist auch sehr interessant. Und im Übrigen habe ich natürlich, sagen wir mal, vielleicht ein Dutzend Fremdsprachen wenigstens einmal, also Bibel in ein Dutzend Sprachen, zumindest ein bisschen durchstudiert. Es gibt zum Beispiel da Rätoromanisch, das ist in dem Fall Unterengadinisch. Naja, andere Sprachen sind auch zum Teil kleiner. Da habe ich zum Beispiel noch Grönländisch. Die habe ich allerdings damals noch nicht gehabt. Die gibt es auch noch nicht so lang. Ich habe dann im Übrigen noch vor allem auch große bayerische Wörterbücher benutzt, wie ein Schmäler und eben eine ganze Reihe andere. Und dann halt natürlich theologische Fachliteratur, theologische Lexika. Und was mir notwendig erschienen ist, auch zum Beispiel die zweisprachige deutsch-griechische Ausgabe vom Neuen Testament, Nestle Aland, wobei ich sagen will, ich kann nicht Griechisch, aber mir kann sich doch vielleicht manches aus Erklärungen aussuchen. Ja, gut, ich meine, wie gesagt, beim Pater Eck, da haben wir ja noch vom gemeinen Deutsch geredet. Das war halt mehr auf süddeutscher Basis. Ja, der Pater Eck ist bekannt durch seine Disputation mit Luther. Und ja, wie gesagt, es hat ja dann trotzdem die Reformation gegeben. Sie haben sich ja nicht geeinigt, bekanntlich. Und der Eck wollte halt damals als Gegenstück zu Luther seiner Bibel eine sogenannte, damals hat man gesagt, sogenannte katholische Bibel schaffen. Im Prinzip war es aber in erster Linie die andere Sprachform. An Luther seine Sprachform war halt mehr der Ostmitteldeutsch und an Eck halt das traditionelle süddeutsch basierte gemeine Deutsch. Also wenn man jetzt mit viel Fantasie kann man sagen, eher bayerisch. Was jetzt halt natürlich die konfessionelle Prägung betrifft, da muss ich sagen, da das vielleicht heute überholt ist, als wir früher vielleicht in der Zeit von Luther, wo man sich jetzt an einem bestimmten Wort eingehängt hat und gesagt hat, der will jetzt genau mit der Übersetzung irgendwas ganz Bestimmtes erreichen. Ich glaube, da haben wir also heute schon im Wesentlichen versucht, objektiv zu übersetzen, soweit es überhaupt möglich ist. Und in dem Fall kann ich also zumindest zwischen einer katholischen oder einer evangelischen Übersetzung eigentlich keinen Unterschied sehen, wenn man es ernst nimmt. Eine Sache, die in deiner Bibelübersetzung